Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienische Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Er ist auch mein grosses Vorbild. Mein Vater ist nicht nur hat er von null aus, also wirklich mit null Eigenkapital, ist er angetreten mit 25, hat das Geschäft gekauft und hat das zu einem Geschäft mit über 100 Leuten ausgebaut. Wenn wir dann zu Abend zusammen nachgegessen haben, dann haben wir diskutiert und haben auch das mitbekommen. Das hat dann ein bisschen auch das Interesse geweckt an anderen Sachen als noch gerade an der Schule oder am Tennis oder weiss ich was. Wir haben über Gott und die Welt geredet und das hat einem dann auch weitergebracht und das Interesse sicher geweckt. Kein strenger Papi? Ja, ich muss sagen, nein, eigentlich einer der liebsten Papi, muss ich sagen, den man haben kann. Streng in dem Sinn, ich habe in der Primarschule, weiss ich noch, oder auch in der Bezirksschule Zeugnis beibringen mit einem 5er-Schnitt oder mit einem 5,5er-Schnitt. Und sein erster Kommentar habe ich schon vorher gewusst. Erstens mal betragen, hat er gesagt, da hast du aber nur einen 4er. Und überhaupt, weißt du, 5,5 ist schon gut, aber es könnte auch noch besser sein. Und wieso hast du bei Betragen ein 4 gehabt? Weil ich ein frecher Sieg war. Ah, wirklich? Also wir waren schon ziemlich frech. Wir haben vor allem, also ich weiss noch, wir hatten eine Lehrerin, haben also ein ganz junges Mädchen, also wir sind immer etwa 12 und haben es doch fertig gebracht, dass die 23-jährige Frau gekündigt hat, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann habe ich, das ist glaube ich eines von 3 Mal, wo ich von meinem Vater einen Grind bekommen habe. In meinem ganzen Leben. Das ist dir aber eingefahren? Ja, ich würde sagen, wenn ich zurückdenke und wenn ich mich in seine Situation versetze, ich hätte meinem Sohn zweimal eins in den Ring gehauen. Stellt einem die Hölle auf, oder? Wie geht es dir, wenn du den Moment noch mal siehst? Ja, es ist jetzt noch sehr emotional, muss ich sagen. Es war eine verrückte Woche. Wie hast du den Moment erlebt? Ich meine, du bist in einer offiziellen Funktion und gleichzeitig bist aber ja auch ein Fan. Das darf man schon sagen. Man sieht das dir auch an im Gesicht. Ja. Du bist ja gleich irgendwo auch mit dem Herz extrem dabei, wenn du Fassaden waren, oder? Das ist ja eigentlich ein Krux von diesem Job. Oder? Ich hocke in der ersten Reihe, jetzt dort neben dem französischen Premierminister und neben dem Präsidenten des französischen Verband, neben meiner Vizepräsidentin und sehe die Fans, die schräg vis-à-vis völlig ausrasten und sich Frust oder Freude können ausrufen. Und ich muss einfach dort hocken mit meinem Krawattli und muss irgendeine saubere Falle machen, obwohl es mich innerlich fast verjagt. Du machst schon seit 10 Monaten Wahlkampf für den 25. September. Du hast dich beworben, oder besser gesagt zur Wahl gestellt als Präsident für den Internationalen Tennisverband. Ist das ein lang gehegtes Ziel schon von dir? Nein, überhaupt nicht. Ich war ja zwischen 2000 und 2006 gar nicht mehr im Tennis. Ich bin ja 2000 als Vizepräsident vom Schweizer Tennisverband zurückgetreten und bin dann zufällig 2006 wieder eingestiegen. Von dort her habe ich aber nie das Gefühl gehabt, ich will mal irgendwo für so ein Amt zustreben. Das hat sich ergeben, nachdem ich vor 4 Jahren in den Vorstand vom Internationalen Tennisverband gewählt wurde und dort seither mit relativ guten Resultaten bestätigt worden bin. Aber zuerst muss ich ja gewählt werden und dort ist die Wahrscheinlichkeit bei 4 Kandidaten genau 25%. Und so sieht es nämlich heute auch aus. Was bei ihm gerade auffällt, ist, dass er da so ein Kinngrübli hat. Da hat er so ein feines Kinngrübli. Das geht ein bisschen rein. Und das zeigt einem immer ein bisschen, dass er... Ja, er kann glaube ich schon ein bisschen betupft sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er beleidigt ist oder so. Aber betupft kann er schon sein, ob er das dann erzähle oder nicht, das ist dann eigentlich gleich. Das stimmt. Ich bin zwar kritikfähig gegen aussen, aber es beschäftigt mich. Also es ist nicht so, dass ich einfach, wenn mir irgendjemand etwas vorwirft, dann gehe ich einfach zu Abend ins Bett und nehme ein Glas Roten und schlafe wie ein Herrgötti. Sondern das beschäftigt mich dann lang. Weil das heisst ja, dass die Person vielleicht Recht haben und dann muss man daran arbeiten. Und das beschäftigt einen. Ich glaube, der Sinn des Lebens am Schluss des Tages ist, dass wenn du mal nicht mehr da bist, dass sie sagen, der hat es gut gemacht und das war ein glatter Sieg.
Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienische Eleganz.